Die Ode an die Schnurk. Kennen ihr das sachte Summe? Sich ke Pfeife, sich ke Brumme. Ganz leise is es, man hört's ja kaum. Aber sicher, sich a Schnurk im Raum. Meistens liegt man grad im Bett. Man hat noch ein bisschen gelesen und tut's Buch dann weg, macht's Licht aus und kuschelt sich bequem in sein Kissen, rutscht ein bisschen hi und her, bis es schön ist zum Lichen. Da hört man's ganz leise. Man weiß nicht woher, das ganz leise Summe. Scheiße nochmal, ein Schnurk ist am Kumme. Man wär ja schon miet, hat keinen Schlaf zu verschenken, aber an Einschlafen ist es nimmer zu denken. Jeder Gedanke ist voll fokussiert und dreht sich bloß drum, wie man die Schnurk massakriert. Die erste Strategie ist ruhig liegen zu bleiben. Die Dick bis an den Hals, bloß ke Hautstickel zeichen. Und dann lauscht man angestrengt ins Dunkel der Nacht und gibt Obacht, dass man kein Muckser mehr macht. Der Plan ist ganz einfach. Man wart bis er Land und wenn man so spiert, klatscht man sich ins Gesicht mit der Hand. Nach gut 50 Schläge in rund 30 Minuten tut's Gesicht ganz schön weh und die Hand fängt an zu zucken. Das wird nix, denkt man, und ändert seine Planung. Ich krieg dich, du Drecksviech, du hast ja keine Ahnung. Zuerst weg mit der Zudick, ist viel zu warm und schwitzig und nackig mit dem Kissen im Arm. Wart mal auf die Landung von der Schnurk und schlenkert das Kissen dann schnell auf die Block. Aber die Schnurk, sau schnell ist das Vieh, bestimmt so kleine, die kriegt man fast nie. Eine gute Stunde später, sich fast 2:30. Die Schnurk lebt noch immer, aber der Kampf ist vorbei. Die Fettere vom Kissen sind nicht mehr all drin und jetzt wird begriffen, die Zweitstrategie, die macht da keinen Sinn. Also raus aus der Fettere und das dicke Licht an. Strategie Nummer 3. Die kommt immer arg spät, aber vielleicht im Licht setzt sich die Schnurk auf die Tapet. Man guckt und tatsächlich, das Summe verstummt. Man ist nicht ganz sicher, ob's nicht doch von woanders noch kommt. Und da sitzt sie. Das Drecksviech. Ein kleiner schwarzer Blacke zwischen zwei Raufaser-Tupser. Jetzt bloß keinen Fehler mehr machen. Ganz vorsichtig wird sich das Unerheim gekrallt und mit dem Urschrei auf die Schnurk drauf geknallt. Tatsächlich geschafft. Der Quälgeister hängt jetzt als blutiger Sträfe mit Flischel und Bä an der Wand. Das ist zwar nicht schön, aber immerhin, man hat's gezeigt. Die Krone der Schöpfung, der Mensch hat's immer noch in der Hand. Ach Gott, fast schon 3. Am 6. klingelt der Wecker und die Nacht ist vorbei. Aber jetzt kann ja nichts mehr passieren, aller Licht aus und schnell neu ins Bett. Den fehlenden Schlaf macht man eh nicht mehr wett. Auf 2-mal von links und von rechts rumgedreht. Die Kerstummer schlägt, ach Gott, ist das spät. Die Ache werden schwer und der Sandmann will kommen. Da hört man's schon wieder, das ganz leise Summe.